Dit is 1250 KIKZ, dat DJ Radio. We vangen aan met gedanken uit Gottes woord. Hier is Mr. John Peters. En we zijn vandaag bij Mattaeus, kapitel 16. En dan vers 13. So, wir sind weiter bei den Kapitels in Mattaeus. Das geht busig wieder. Wir haben die so wie 2 Jahre in der Band. Und wir sind bei Mattaeus 16. In Mattaeus Kapitel 16 habe ich verschiedene bekriegt. Das fängt an, dass die Kirchenlehrer zu der Zeit, die Pharisäer und die Saddusäer, die sich nicht gut leiten, die waren sich nicht einmal einig gegen Jesus. Menschen können sich noch einig werden für die rechte Ursache, nicht so? Wir kamen bad Topos-Gruppen gegen Jesus und früher nahmen einen Teken. Er sagt, wir wollen was ein Teken kriegen, und das ist ein Teken von Jona. Was sieht er damit? Jona wird 3 Teile im Walfisch. Viele, die studieren, glauben, dass Jona erst eben in den Fisch gestorben. Das wird mir ganz deutlich sein, wenn Gott konnte dort abbauen. Und dann spricht der Walfisch an 3 Teile Luther aus. Und Jesus sagt, dort ist ein Teken. Und so wir wollen dann noch mehr von lesen und vertalen, dass wir erwarten, dass Jesus kommt nur sein Tod. Die Jünger, die haben sich bei hier bloß noch ein Titel über gewundert. Also haben sich gewundert über die Wunder. Interessant wird diese hier, nicht? Sie haben sich gewundert über die Wunder. Was für eine Wunder hatten sie gesehen? Well, sie hatten gesehen, dass Jesus hat 5000 Männer gefordert und dann Luther 4000. Sie hatten gesehen, dass Kranke werden geheilt worden, Lume werden besser geworden, Stamme können vertalen, weil sie erst werden Leute gedreht worden. Jesus hat sogar den Sturm gestellt. Und so, aber nun haben sie sich noch hier bloß gewundert. Und nun auf einmal in diesem Kapitel, wo wir erfahren, dass Jesus redet von Sterben. Aber noch sind wir nicht durch, wir sind hier in Mattaeus Kapitel 16, Vers 13. Und wir möchten hier erklären, dass als Jesus die Utüchung gehört hat mit den Pharisäern und Saddusäern und sie würden bloß ein Teken kriegen, die 3 Teile, dann sagt er verleiht die Vater, er ging von der Fuhr, er will sich gleich mit dir streiten. Und dann Luther hatte die Jünger warnen über das Hev von den Pharisäern und sie haben nicht ganz reich verstanden. Er redet von der Elia. Pass auf für die Elia von den Pharisäern. Wir können aufpassen für die Elia von Lehrers und Predigers und Deiner und so weiter, weil wir müssen selbst das Wort studieren, selbst das Wort horchen oder lesen, selbst in Gott sein Wort sein, selbst gefällt sein mit den Heiligen Geist und dann können wir das prüfen. Das sind welche Dinge, die gleich so nötig sind zu prüfen, zum Beispiel, wie groß ist die Hofdeckung oder der Duke, was von der Klier, wie lang sollen die reich sein und so weiter, was von der Klier soll ans Gebiet sein, dort hält sich alles gleich. Aber die Dinge, die wir teilen, das ist der Lösungreich Jesus Christus, dass er gestorben ist, dass er von dort abgestanden ist. Und so, ich wollte Luther noch mehr von vertellen, aber nie sagt das, dass sie kamen dann in die Gegend von der Stadt Caesarea Philippi und dann frug Jesus seine Jünger und sagt, wer seien die Menschen, dort ich sie? Die Jünger antworten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia
En die zijn zonen zijn die best Jeremia oder einer von seinen Propheten. Hij vroeg hen, wer sei je dan, dat ik zie? Da antwoordt Simon Petrus en zei, du bist Christus, der levende Gottes Sohn. Jezus antwoordde en zei aan, selig bist du Simon, Jonas ihn sehen. Fleisch und Blut habt ihr das nicht openbaart über mein Vater im Himmel. Und ich sage ihnen auch, du bist Petrus, und auf diesen Stein wo ich meine Gemeinde bauen, und die Port von der Hall war nicht das überwältigen. Ich will dir den Schlüssel geben für das Himmelreich, wo die auf jeden Bängst, dort wo im Himmel gebunden sind, und wo die auf jeden Leisen da ist, dort soll im Himmel auch geleist sein. Und dann verbot die Jünger, dass sie das kein sein sollen, dat hij de Christus via. Het is niet interessant wat du alles bist. Hier zijn mehrere Botschaften bij. Maar mij gaat een beetje dat Hauptthema hier te bekijken, met een paar kleine thema's. Dat nu zijn ze voor zich alleen. En de Farizeeër, de Sadduceeër, die kijken maar tot die tijd. Die werden ganz religiös geworden, ganz arg geworden. Die werden so bekümmert, Gott zu gefallen, sie haben von Gott vergeben. Is dat möglich? Ja, dat kan Christen geben, dat kan Predikers geben. Die zijn zo druk voor God schaffen, die vergeten van God. En God wil bloß tijd haben, weil wir in den Psalm 23 lesen von der gute Schubhort in Johannes 10. Jesus will mit die taub sein. Hij wil Gemeinschaft haben mit die. Hij bangt sich für seine Kinder. Und so, hier sind sie auf einmal für sich allein. Und dann fragt Jesus seine Jünger, wer sind die Menschen, die ich sehe? Du wird veel van Jezus gereed worden zijn. Hij wordt op de Nieketten geweest zijn te de tijd. Hij wordt op de gassen worden ze van hem gereed gaan. In de Heimen, op Unkasters, de Beam-Unkasters. Wer ist das Jezus? Hij hier wat hij van der deed. Van der heeft hij den en den beter gemerkt. En van der heeft hij zo'n zo'n gezegd. En wonder wie dat mag zijn. Kan een mens zo'n wonder doen? Dat je wat Nicodemus zien. Wie weten dat die besten een guter Prophet, sagt Nicodemus. Und wie weit die best von Gott geschagt, wenn die Mensch will nicht tun kann. Dann hat Jesus Nicodemus noch wiederhalten und sagt, die muss von mir geboren worden. Und dort kommt durch mich. Ich sehe mich als bloß ein guter Prophet. Aber die Jünger haben jetzt eine Antwort. Well, was die Menschen sein, die was Johannes, der Täufer. Und was hier, ich kann ein klein bisschen vergessen, dass Johannes hier gestorben wird. Aber viele glauben, dass wir Johannes der Täufer. So, wir don't know, was Johannes hier gestorben sind. Andere zijn die was Elia, wegen das Alte Testament hat geprophezeit, dass Elia wird kommen für den Messias, für den Heiland. Und die weten, dass Johannes wie Elia, wir ein Bild von denen, sind so viele Dinge, die überein werden von ihm. Und Jesus wie der Heiland. Und dann sind die Jünger, was sein, was Jeremia, der Prophet. So sie merken sich hier verschiedene Dinge deutlich. Und dann fragt Jesus, ich frage, wer sei jeder, der ich sehe? Und Petrus, wie jemand der Lehrer von dieser Gruppe, er sagt, du bist Christus, der levende Gottes Sohn. Und bei dem Punkt muss wir alle kommen, meine Freunde. Wie kann ich bloß sein, dass Jesus viermal, oder viermal dort, oder viermal in Jana, wie müssen erkennen, dass Jesus als hier war, der levende Gottes Sohn, im Fleisch, Gott hat sich ewig switcht und war Mensch. Und hij starb für mich und die, und das war abgestorben. Bei dem Punkt, muss wir alle kommen, und da kann keiner ran. Mein Bruder Isaac sieht mal was wichtig. Er sieht, dass die wichtigste Entscheidung, die ganz wichtigste Entscheidung, was die jemals merken muss im Leben, dass das nicht, mit wem wollte ich mich befrieden, oder wollte ich mich taufen lassen, oder wie wenn ihr meint, wollte ich mich beischließen, welche Kinder wo wir haben, was mein Job sind. Das sind alles wichtige Fragen, ja. Aber die wichtigste Frau im Leben ist, was die Jesus annehmen als den Herrn Heiland. Hassel. Und wenn du nicht hast, warum willst du nicht? Das ist die wichtigste Frau. Das ist die Frau für alle Ewigkeit. Wenn du erst vor Gott kommst, weil wir schon wieder gestorben sind oder haben uns geholt, da wird die Frau nicht sagen, na, was von der Arbeit hat, oder wie viel Geld hat, oder hey, wie wann ihr meint bist. Bist du bei der gemeint, oder wie Jani gemeint? Na, die Frau wird bloß sein, und Jesus sagt, dass wir waren gemeten worden mit seinem Wort. Und wenn er hier sagt, das heißt, der Christus, der lebende Gottessohn, und Christus bedient der Geschackte, oder der Gesalbte, das ist die einzige Frau. Was hast du mit Jesus getan? Bist du auf dieser Liste? Und das hört sich so, dass eine Liste, wo Gott seine Kinderbuben sind.
Und dat is de einzige Frau. Dat is de einzige Frau. Und Petrus hat es hier 100% getroffen, und Jesus lobt ihm und sagt, Peter, das kommt nicht von dir selbst, das kommt von Gott selbst. Du hast es gefunden. Und auf das Stein, nu erst die Frau fragen, wer wird der Stein? Die Katholiken würden sagen, dass wir Petrus selbst. So sie würden sagen, Petrus wird der erste Papst, der Bubs, der Pope, sagt auf Englisch. Und sie sind der richtige Gemeinde. Aber Jesus sagt viel was deutlich. Er sagt, ob diese Lehre, ob diese Wahrheit, Petrus hat just die Wahrheit gesagt, du bist Christus, der einzige Sohn Gottes. Und ich sage Jesus, ob diese Wahrheit, wo ich meine Kirche bauen. So die Kirche wird nicht gebaut, ob was von Prediger die hast, was von der Kleider die anhaben, was von der Leiter die sehen, was bosig oder Sach, oder alle die Niemötchen, oder alle die Evangeliumsleiter. Das ist gleich, wo die Kirche abgebaut wird. Dat zijn alles wichtige dingen, joh. En dat het mensen voor een toot brengt. De rest was het een lien. Maar wat de kerk nog helemaal gegrond heeft, wo die kerk op staat, wo die kerk op gebied is, dat is deze waarheid, dat Jezus Christus als Gott is zijn. En ik zeg, Jezus, je zei wat wichtig. En op deze waarheid wil ik die macht geven, im Himmel dingen toe te sluiten, en im Himmel dingen op te maken. So, we zijn hier op Erde. En het Nieuwe Testament redt van wir zijn ambassadores. Wir zijn in zijn steed hier. So Jezus komt niet naar oven nu en wordt die verpredigen. Dat hier is nu durch mij. Oder durch deine morgen wat predigen worden, oder durch radioprogramms, oder internet. En so, wir zijn hier nu in Jezus in de steed. En we verkennen zijn waarheid dat hij is gekomen, hij is gestorben, hij is opgestaan en hij wil in de hel aan zijn. Op deze waarheid wordt de kerk gebied. En je hebt het niet christen, dan was die Kirche nicht so. Und dann sagt Jesus hier was sehr interessant, er sagt kein dort. Na, ja, mal noch mal ein, wie würden sie denken, das hier die Wahrheit, das wird auf das, was die Kirche gebildet worden. Warum sieht Jesus das? Weil der Antwort das leicht, meine Freunde, dass wir noch nicht tiet. Jesus wird hier noch länger sein, wir sitzen vielleicht noch einmal mehrere Monaten, aber ein Jahr. Und dann wird er noch nicht tiet, denn den zurückblosen, dass der Heiland ist hier. Hij hat nog meer wat hij de jongen leren wil. Hij hat nog meer wat hij zijn wil. Hij hat nog meer mensen wat hij treffen wil. Die Beker sollen noch geschrieben worden. Die worden die Luther geschrieben. So Jesus sagt hier, nie Luther sagt kein Wort. Aber das Wort noch openbaar worden. En wer möchte openbaar? Diese 12 Jünger gerufen, mit ihrer Familie ist tot. En die 120 worden dan in de Apostelgeschichte 2 den Heiligen Geist geschrieben. Die droegen dat wieder. En dat is helemaal Gott zijn plan geweest. Jesus zijn Ziel, zijn Arbeit hier op Erde, wir gleich Christen werden. Zijn Arbeit, zijn Ziel, wir hier kommen sterben. Du auf nächstes Mal von hier. Das Ziel von der Jünger, dort wir Christen werden. Die Botschaft wieder drehen und die Kirche wasen dort. Muss ich gesehen sein. Und so, wenn nu die wichtigste Entscheidung abgekommen ist, hast du Jesus Einung, bist ein Kind Gottes, die kannst du beten. Herr Jesus, mir fehlt es an dich. Ich weiß mich selbst nicht mit dit. Ich sehe einen Sünder, aber ich weiß, du bist für Sünder gekommen. Ich nehme die an in mein Hart, als mein Herr und mein Heiland. Du meine Sünden Gott haben, merk mein Kind Gottes. Nimm du von nu wieder, dort steht ich von meinem Leben. Ich will bloß nicht vor mit die Taub. In Jesus' Namen. Amen. Die Schrift sagt, wenn du dort Gebet hast und gemeint hast, dann bist du ein Kind Gottes. So leicht? Jo, so leicht. Warum ist es so leicht? Wegen heilhaftig schwere Arbeit all getan. Meine Freunde, muss Gott ihn segnen und muss die freien in diese Botschaft.